So, hier ist eine klapprige Brücke. Ja. Ach komm, es war klar, dass die jetzt zusammenkracht. Kann die auch ganz runterkrachen? Wollte mich nur erschrecken. So leicht lasse ich mich dann doch nicht erschrecken. Also ja, ich werde in diesem Spiel noch ein, zweimal einen Hüpfer machen oder so, aber ach komm. Das ist ja offensichtlich, was hier los ist. So. Na, Ohr tut mal weh, das ist nicht gut. Warum tut mir mal Ohr weh? Weil der Kopfhörer schief huckt. Okay, alles klar. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen The Cursed Forest. Endlich mal wieder eine Walking Sim. Leider, für mich leider, eine mit leichten Gruseleinschlägen. Also es wird jetzt kein Horror irgendwie sowas, sondern es ist mehr so eine gruselige Atmosphäre. Dann werden wir gleich mal gucken. An dieser Stelle noch gleich eine kleine Warnung. Das Spiel hat eigentlich keine deutschen Texte. Ich habe mir für euch die Mühe gemacht und habe die die Texte übersetzt, ausgehend von der englischen Übersetzung, manchmal auch von der russischen. Das Spiel ist im Original russisch, das wurde auf Englisch übersetzt. Dieses Englische wiederum habe ich dann einfach in Excel, weil LibreOffice nicht funktioniert, nicht richtig, also bei dem Spiel, habe ich die einfach von Excel übersetzen lassen. Also, wenn die Übersetzung ein bisschen holprig und kacke ist, Microsoft ist dran schuld. Ist generell immer eine gute Idee. Microsoft ist generell dran schuld. Okay, alles klar. Tschüss. Nee, nicht tschüss. Wir gehen jetzt Spiel starten. So, jetzt hat. Hat aber hübsche Blümchen auf dem Schirm. Aha, Apotheker? Wo hat er denn jetzt die Brille her? Ich glaube, ich laber einfach irgendwas drüber. Das werde ich eh rausschneiden am Vorspann. Vielleicht war das gar keine Apothekerschrift, vielleicht war es einfach kyrillisch. Das kann natürlich sein. Ich entschuldige mich bei allen russischen Apothekern. Alter, russische Apotheker haben ja... Ich glaube, das können doch nicht mal mehr deutsche Apotheker lesen. Ja, guck dir das an. Macht's Display vom Handy nicht automatisch aus. Das geht doch auf den Strom. Mann, ey. Krieg ich jetzt schon die Krise. Das ist jetzt schon der Horror für mich. Hä? Okay, hat wohl ein Teddybär in der Hand, oder was war das? Hat er jetzt einen Teddybär eingesammelt? Oder ist der... Ach, der ist, glaube ich, einfach erschienen. Oh, jetzt fährt er die Brücke runter, oder? Ja, klar. Tja. The Cursed Forest. Ich bin gespannt. So. Da sind wir wieder. In der Ladezeit. Okay, schneide ich die raus? Weiß ich nicht. Mal gucken, wie faul ich heute bin. Falls ich es nicht rausschneide, willkommen in der Ladepause. Wird man hoffentlich im Spiel nicht so viel sehen, aber nur am Anfang und am Ende. Und jetzt muss ich auch aufhören, mir in den Ohren zu kratzen und in der Nase zu popeln. Ja,
Okay. Mhm. Ah, guck mal, ich komm mal. Ei. Oha, bin ich das? Es sieht ein wenig kaputt aus, das Bein, ja? Äh. Okay. Also war ich wohl der Fahrer von dem Auto gerade, oder was? Mal ein bisschen umgucken hier. Wo ist denn eigentlich mein Auto? Ich glaube, das heißt, das hieß gespeichert und nicht, dass ich gerettet bin. Hätte man vielleicht etwas dezenter machen können. Hör mal. Ich humpel hier. Ah, okay. Also ich habe ein leichtes Humpeln. Hey, der Wald gefällt mir jetzt schon. Ihr wisst ja, ich bin ja ein großer Fan von Walking Sims und im Speziellen von Walking Sims im Wald. Und das hier ist ein schöner Wald. Und das ist... Okay, das ist ein realistisches Spiel. Man kann, also wenn man durch Feuer durchläuft, dann kriegt man heiße Füße und man kann das Feuer austreten. Hopp, hopp. So, alles klar. Also ich bin irgendwo in einem Wald. Das ist kein verlassener Wald, weil da ist noch voll sowas wie ein Zaun und hier ist eine Feuerstelle und so. Ja, das Ganze, jetzt wird es ein bisschen technisch, ist in der Cry-Engine, also wo Crysis mitgemacht wurde. Ist von 2015 oder so das Spiel. Gibt es irgendwie so ein Zoomen da? Was ist das da? Sprudelflasche oder so. Alter, guck mal, mein Fuß zoomt mit. Ja, okay. Also bedenkt, das Spiel ist jetzt knapp 10 Jahre alt oder so. Aber ich finde immer noch, dass es hübsch aussieht. Es ist halt ein bisschen, auch von der Farbgebung her, so Comic eher. Also nicht so auf Realismus wie, keine Ahnung, mit der Unreal Engine oder so. Aber ich finde immer noch, dass es verdammt... Oh, ich kann da rüber gehen. Cool. Hübsch aussieht. Sollte ich da hingehen? Ja. Okay, es ist relativ offen. Also, dass ich jetzt da einfach reinhüpfen kann, hätte ich jetzt nicht erwartet. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr. Das sind zwei... Oh, okay, das sieht aus, als wäre es was zu lesen. Sehr gut. Dann lesen wir mal was. Achso, kurze Erklärung noch. Wie gesagt, ich habe die Texte einfach in dem Fall von Excel automatisch übersetzen lassen. Mehr oder weniger automatisch, war viel Copy and Paste. Die ganzen Menü-Dinger, so wie Hide Text oder Buried Alive oder sowas, also diese vom Menü in sowas, das habe ich nicht übersetzt, da war ich zu faul. Rein der Text in den Briefen, was einigermaßen schwierig war, denn das Problem ist, ich durfte den Text nicht Korrektur lesen, weil ich wollte mich ja nicht spoilern. Das Spiel besteht ja nur daraus, dass man diese Briefe da liest. Das ist die Story. Und deshalb habe ich einfach nur Copy und Paste, Copy und Paste, Copy und Paste, also übersetzen lassen und darüber. Und nur wenn man es extrem ins Auge stach, bei Worten, wo ich weiß, da könnte es Probleme haben, so wie zum Beispiel, keine Ahnung, bekanntes Beispiel ist ja wohl Cleared, was Konami sinnvollerweise damals mit gelöscht übersetzt hat. Was ein bisschen doof ist. Also bei so Sachen habe ich halt mal kurz drauf geguckt, aber von der Story weiß ich trotzdem nichts. So, jetzt lesen wir durch. Also, lebendig begraben. Ich hatte Angst, im Freien zu bleiben. Ich hatte das Gefühl, dass mich jemand beobachtet, direkt von den Bäumen aus. Der Weg durch die Klippe scheint eine gute Idee zu sein. Es sollte mir ermöglichen, schneller hier rauszukommen und unbemerkt zu bleiben. Als ich versuchte, die Klippe zu überqueren, fiel mir einer der Steine auf das Bein. Es war, als würde mich dieser Ort selbst nicht mehr gehen lassen. Mein Bein ist nicht beschädigt, aber der Stein hat mein Bein ziemlich stark eingeklemmt. Ich muss mein Bein befreien, bevor etwas anderes fällt. So, ich werde nach dem hier nicht mehr auf die Übersetzung eingehen. Ist halt, wie sie ist. Wir könnten es auch auf Englisch spielen, aber Live-Übersetzung von mir ist deutlich nicht so gut wie das hier. Ein bisschen lästern darf ich trotzdem. Mein Bein ist nicht beschädigt. Ja, bin ich ein Roboter oder was? Es sollte natürlich eher heißen, verletzt oder so, oder stark verletzt. Aber der Stein hat mein Bein ziemlich stark eingeklemmt. Ich hätte eher gequetscht oder sowas. Aber egal, man weiß, was gemeint ist. Alles klar. Was ist denn hier High-Text? Ah.
Ist das kyrillisch? Könnte schon sein. Das sind komische Dreier, dass die Leute mir als E zu verkaufen versuchen. Ist andersrum. Könnte natürlich auch trotzdem Apothekerschrift sein. Alles klar. So. Y. Notes Menu. Okay, da kann ich schon. Alles klar. Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Ich bin da irgendwie durchgewatschelt, gell? Ich muss mal. Ist da die Feuerstelle? Ja, da ist die Feuerstelle. Okay, ich bin da runter. Ja, aber hätte ich da nicht gleich nach links gehen können? Das ist mal wieder... Oh, hopp. Krass, kann ich. Ein typisches Problem von mir, ich meine, wer schon mal ein Let's Play von mir geguckt hat, hoppala, weiß, was los ist. Natürlich, es ist eine Walking Sim und ich will walken. Und zwar überall hin. Ich will überall den Christopher machen. Und deshalb wird es halt viel rumgelatscht. Aber ernsthaft jetzt, gibt es hier nichts anderes? Mein Bein hat gerade gehängt. Gibt es hier denn nichts anderes als, also gibt es hier nichts zum Lesen oder so? Scheinbar nicht. Noch kurz was zur Technik. Hoppala. Es gibt eigentlich ein Fadenkreuz, das ich natürlich ausgestellt habe. Der Immersion wegen. Also ich könnte jetzt hier weitergehen. Komm, ich gehe jetzt mal hier weiter. Ich hätte aber auch links rumgehen können, oder? Ist halt... Auf der einen Seite ist es ja schön, wenn das so eine frei begehbare Welt, ich habe jetzt nicht Open World gesagt, ist ja eine feine Sache. Birgt aber halt das Risiko mit sich für Leute wie mich, wo dann 3 Wege sind und du willst ja jeden gehen. Okay, da kann ich nicht hin. Du willst ja jeden Weg gehen und du weißt dann auch gar nicht, wohin du jetzt eigentlich gehen musst. Also da unten ist ein Pfad. Da hinten ist es grün. Und da wird es dann eh hoch. Ich gehe wieder zurück. Ja, rennen kann man auch. Wie man hier gerade sehr schön sieht. So. Da hat ja diese eine Notiz gelegen. So, wir gehen jetzt mal so richtig, wie das Spiel vielleicht von uns verlangt, dass wir gehen sollen. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Okay, dann gehen wir halt da durch. Ist doch egal. So, also viel mehr wissen wir halt nicht. Ich meine, ihr seid jetzt genauso schlau wie ich. So von wegen Vorspann. Ah, da unten liegt was. Autounfall. Warum wir da hingefahren sind und keine Ahnung. Wer wir sind, was wir sind, warum wir sind. Wir wissen es alles nicht. Was wir wissen ist, dass da ein Zettel ist. Das war falsche Taste. Mysteriöse Altäre. Das ist der Plural von Altar. Scheinbar kann dieser Schriftfolg keine kleinen Ä, aber ein kleines Ö geht. Seit ich angefangen habe, über verlassene Orte zu recherchieren und zu schreiben, gab es immer einen, den ich unbedingt besuchen wollte. Ich habe viele Geschichten über den Ort gehört, von Autos, die auf mysteriöse Weise eine Panne haben, wenn sie versuchen durchzukommen, bis hin zu Reisenden, die sich in den Wald wagen, um nie wieder gesehen zu werden. Und dann sind da noch die Geschichten über die Siedlung selbst. Die Menschen, die dort lebten, bauten eine Eisenbahn, bis sie eines Tages alle spurlos verschwanden. Der Vorfall ist heute fast vergessen, als urbane Legende verworfen, als Geistergeschichte, um Kinder davon abzuhalten, sich zu weit in den Wald zu verirren. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, die Gegend zu besuchen und wer weiß, vielleicht werde ich sogar das Rätsel lösen, was dort passiert ist. Als ich die Siedlung zum ersten Mal betrat, konnte ich nicht glauben, wie viele Dinge zurückgelassen worden waren. Ganze verlassene Häuser, in denen sich noch alle Habseligkeiten der Familie befanden. Ich finde es schwer zu glauben, dass diese Menschen all ihre weltlichen Besitztümer freiwillig verlassen hätten. Ich habe das Gefühl, dass jeder Schritt, den ich mache, mich der Entdeckung der Wahrheit näher bringt. Doch so spannend ich meine Entdeckungen auch finde, ich fühle mich an diesem Ort unwohl, als würde ich beobachtet. Am Rande des Siedlungsgebiets habe ich einen unglaublichen Fund gemacht. Eine Reihe von Altären. Sie sehen älter aus als alles andere im Dorf, als wären sie schon lange vor den Siedlern hier gewesen. Aus Neugier zündete ich eines davon an und während ich das tat, begann der Boden zu beben, fast als ob es ein kleines Erdbeben gegeben hätte. Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr als ein Zufall war, aber als ich im Licht des Altars stand, fühlte ich mich erleichtert, als wäre ich sicher vor der schrecklichen Präsenz, die mich verfolgt hat. Ich denke, die Altäre könnten ein wichtiger Hinweis darauf sein, was hier vor all den Jahren passiert ist. Ich werde morgen mehr recherchieren müssen.
Der meint wohl das da? Na? Ah, guck mal hier. Safe Slot. Guck mal, kannst du auch gleich sehen, dass ich gestern schon mal gespielt habe. Ich habe ein bisschen reingespielt, wie man sieht. So. Also, Safe Slot. Bis ungefähr hierhin bin ich gekommen. Mit meinem... jetzt aber... Dadurch, dass das jetzt so beleuchtet ist, ist das hier alles dunkel hier, alles andere. Da war das schon immer so grün. Was ist denn da drüben? Okay. Da drüben brennt ein Feuer oder so. Was ist das? Ist das Wasser oder? Ich bin mir aber relativ sicher, dass es nicht dazu da ist, dass ich da jetzt da drunter hupf. Wir gehen mal weiter. Die Farbgebung ist schon schön. Also, ja, erinnert mich ein bisschen an, wie hieß das? Alien Cube oder sowas, was ich hier gespielt habe. Dieses Cthulhu-artige. So, hier ist eine klapprige Brücke. Ja. Ach komm, es war klar, dass die jetzt zusammenkracht. Kann die auch ganz runterkrachen? Wollte mich nur erschrecken. So leicht lasse ich mich dann doch nicht erschrecken. Also ja, ich werde in diesem Spiel noch ein-, zweimal einen Hüpfer machen oder so, aber ach komm. Das ist ja offensichtlich, was hier los ist. So. Hab ich gerade runtergeguckt. Wir können uns auch hinknien, glaube ich. Da guck. Okay, viel mehr können wir eigentlich nicht. Das sieht schön aus, aber guck mal. So. Okay, ist klar. Da kommt doch jetzt 100 pro irgendwo einer gerannt oder so. Da steht doch auch was drauf. Kann ich da auch was anzünden? Okay. Oh, ist das schön. Ja, also, weißt du, so gefällt's mir. Das ist so eine schöne, hummerige Atmosphäre. Nicht Horror und Huibu und bäh und da kommt ein Zombie oder so, sondern einfach so, so Gänsehaut-Atmosphäre, weißt du? Da oben brennt ein Feuer oder so. Da ist ein Weg. Da ist Musik, die mir irgendwie... Alter, die Stimmung ist schon richtig krass. Das gefällt mir. Okay. Was ist das da? Ist da irgendwas drunter? Nee, es war einfach nur ein Stein. Okay. Ah, da ist wirklich ein Feuer. Ah, guck mal, da ist wirklich ein Feuerchen. Das erhält die ganzen Bäume da. Auch wieder eine Lagerstätte oder so? Ja, da ist aber ein Haus. So, wir sind jetzt irgendwie hier durch den Bab gekommen. Wir gehen jetzt mal... Oh, da ist ein Rabe. Nein, ich habe nicht gezuckt. War klar, dass der Rabe jetzt wegfliegt. So, ich gehe... Ich sehe schon, dass da drüben was ist. Ich gehe jetzt aber mal dahin. Ich glaube, da vorne ist der Weg, wo wir hätten sollen nach rechts gehen, oder? Also da sind wir in den Sumpf. War der Stein da schon immer da rechts? Der war doch vorhin auf der anderen Seite. Da hinten. Okay, den habe ich gar nicht bemerkt. Ja. Okay, also wir haben jetzt hier die Chance... Ich gehe natürlich zuerst ins Haus. Da hinten ist noch irgendeine Feuerstelle. Da ist noch ein Haus. Das ist eher so ein Schuppen oder so. Okay. In der Feuerstelle waren wir. Wir gehen jetzt mal ins Haus. Klopf, klopf. Hallo, ich komme rein. Da sind nur Gummistiefel.
Irgendwelche Dosen. Okay. Da drüben liegt was. Im Bett liegt keiner. Da liegt helles Geld. Nimm das helle Geld. Oh, was ist das da? Könnte ein Märchenbuch sein, hoffe ich doch. Ja, mein Kyrillisch ist etwas eingerostet, also über nix bin ich nie hinausgekommen. Ich kann kein Kyrillisch lesen, kein Russisch sprechen, kein alles gar nichts. Da steht was. Verdächtigungen. Es herrschte heute eine seltsame Atmosphäre in der Siedlung. Die Leute schienen gedämpfter und schweigsamer als sonst, obwohl es eine Projektion meiner eigenen Vorahnung hätte sein können. Sarahs missliche Lage spielt in meinem Kopf so sehr, dass ich aus dem Augenwinkel schwören könnte, ich hätte sie in meinem Zimmer sitzen sehen. Aber als ich hinsah, war sie natürlich nicht da. Ich werde ihren Vater auf seine Einstellung zu ihr ansprechen müssen. Er ist ein harter Anführer und in seiner Erziehung nicht anders. Während die Dorfbewohner von seiner Vision hingerissen zu sein scheinen, bin ich weniger überzeugt und kann seinem Wort nur schwer so sicher vertrauen wie den anderen. Obwohl die Straßen heute ruhig waren, scheinen sie in der Nacht lebendig geworden zu sein. Als ich mein Haus verließ, um mich nach dem Tumult zu erkundigen, verschwand der Lärm im Nichts, als ob gar nichts existiert hätte. Morgen werde ich mutiger sein und mit Sarahs Vater sprechen müssen. Dann wird mich vielleicht das Gefühl des Unbehagens verlassen und die unerklärlichen Dinge, die hier geschehen sind, werden sich als nichts anderes als ein Bruch meines eigenen nervösen Geistes erweisen. Ja. Die Musik ist gut. Also, ich weiß natürlich nicht, was ist denn der da? Ein Pilz? Ich habe eine Karotte genommen. Na, danke schön. Was mache ich jetzt mit der? Okay. 1 von 26 diesen Altaren da gefunden. Was bedeutet diese 4 unten drunter? Keine Ahnung. Jetzt eine Karotte. Was kann ich hier machen? Weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall mal eine Karotte im Inventar. Das ist immer... Die wird mir in einsamen... die wird mir in hungrigen Zeiten... Nicht in einsamen Stunden. In hungrigen... Das habe ich alles nur gespielt. Ich bin nicht erschrocken. Die wird mir in hungrigen Zeiten helfen, die Karotte. So. Bin ich erschrocken. Kann ich das da wegmachen? Nee. Ist das jemand verbarrikadiert oder ist das einfach nur ein umgefallenes Brett? Okay, das war nicht ich. Der hat einen Stock im Arsch, das muss eine Vogelscheuche sein. Der hat einen Stock im Arsch, das muss eine Vogelscheuche sein. Sehr schön. Zu denen gehen wir... Ah, wir sind jetzt hinterm Haus. Ja, okay. Ey, sogar Lensflare-Effekte, alles hübsch hier. Okay, also eine Vogelscheuche. Da vorne war irgendetwas zu lesen. Nicht hier. Da vorne, wo das Licht brennt. Komm, wir gehen mal dahin. Da war halt irgendwas zu lesen. Sollen wir querfeldein gehen? Ah, wir hätten auch einfach an der Hütte da runtergehen können. Und das ist ein Plumpsklo. Hallo. Blub. Oh, hoffentlich macht es da drinnen blub. Okay. Karte.
Okay, ich bin in der Mitte. Was ist das? Rechts ist... Hat das ein Kind gemalt? Also rechts oben Messer erstechen so, irgendwie ein böses Gesicht. Das unter dem Gesicht könnte ein Friedhof sein. Was haben wir da unten noch? Ein Elch oder ja, ein Hirsch halt mit roten Augen, ein Hase mit roten Augen und ein Fisch mit roten Augen. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich hier bin, wenn ich jetzt nach links gehe, komme ich dann zum Fisch? Bin ich von rechts? Hey, guck mal, aus dem Häuslein guckt jemand raus. Sehe ich gerade. Seht ihr das auch? Kann ich da auch zoomen? Nee. Geht's da zum Fisch? Wann ist was Blaues? Und da hinten bin ich dann quasi hergekommen? Ja, das kommt hin. Nee, ich gehe jetzt natürlich nicht zurück. Ich gehe jetzt zu dem... der mit dem Stock im Arsch. Wie heißt er denn? Vogelscheuche. Zu der Vogelscheuche gehe ich. War die da unten? Ja, doch, da ist sie. Ach, das ist der Holzding? Und wird's hier mal heller, mal dunkler oder bin ich einfach nur doof? So, komm her. Bin auf alles gewappnet. Gefasst. Ich dachte jetzt, der... Keine Ahnung, rennt runter, macht mich erschrecken oder so. Nö, da hängt er halt ein bisschen rum. So. Okay, dann waren wir hier. Wo war denn jetzt das Schild? Da unten. Wir gehen jetzt mal zu dem Fisch mit den roten Augen. Also jetzt mal, guck mal, da unten hat er auch ein Feuer. Da hinten siehst du, da hinten brennt irgendwie ein Feuer oder so. Da hinter den Hecken. Siehst du? Jetzt pass auf. Wir gucken nochmal auf die Karte. Also das sind jetzt 3 Tiere mit roten Augen. Und jetzt mal ganz im Ernst. Von allen Tieren erscheint mir der Fisch noch das harmloseste zu sein. Deshalb gehen wir zuerst zum Fisch. Ich meine, ein Hirsch mit roten Augen ist gruselig, ne? Klar. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber was ist denn mit dem Häschen? Was soll denn ein Häschen machen? Ach ja? Guckt mal, redet der Kokosnuss, das Killerkanickel. Und dann reden wir weiter. So, also wir gehen jetzt mal Fisch gucken. Oder halt. Was ist denn da so blau? Ah, guck mal, da ist ein neuer Altar. So. Geh weg! Hau ab! Sorry, da ist eine Schnake. Ist das da ein Weg? Oh, da. So, komm her. Das Monster im See. Als ich jünger war, erzählte mir ein älterer Junge eine Geschichte über ein Wesen, das im See lebte. Er schwor, dass er beim Spazierengehen auf die ferne Küste geschaut und ein rotes Leuchten gesehen hatte, das sanft aus dem Wasser strahlte. Der Junge zog seine Schuhe aus und wartete vorsichtig nach innen, um eine bessere Sicht zu haben. Aber als er näher kam, kam es schnell auf ihn zu. Erschrocken zog er sich aus dem Wasser zurück an Land. Als der Junge von der Stelle auftauchte, die er gerade eingenommen hatte, erblickte er leuchtend rote Schuppen, einen haifischartigen Kiefer und Reihen von zerlumpten, scharfen Zähnen. Zerlumpte, scharfe Zähne, interessante Beschreibung. Nachdem ich seine Geschichte erzählt hatte, sagte ich dem Jungen, dass ich ihm nicht glaube. Ich glaube, es sollte heißen, nachdem er seine Geschichte erzählt hatte, sagte ich dem Jungen, dass ich ihm nicht glaube, dass es nichts so Monströses in der Schöpfung geben könnte. Als Antwort holte er ein altes Buch aus seiner Tasche und blätterte zu einer gut durchgeblätterten Seite, auf der ein handgezeichnetes Bild eines grotesk aussehenden Welses zu sehen war. Es war nicht die Kreatur, die er gesehen hatte, sondern der Beweis dafür, dass die Natur abscheulicher sein konnte als alles, was ich mir je vorgestellt hatte. Ich ging unter Tränen nach Hause und mein Vater beschimpfte mich, weil ich an solche dummen Fantasiegeschichten glaubte. Selbst jetzt, obwohl ich weiß, dass es nicht wahr sein kann, glaubt ein Teil von mir, dass eine solche Kreatur existiert, die sich vielleicht in einer Höhle tief unter der Wasseroberfläche versteckt. Manchmal verfolgte es meine Träume. In ihnen bin ich der Junge, der in den See hinausschwimmt. Ich sehe es unter mir, wie es auf mich zukommt, aber ich bin machtlos, ich bin zu machtlos, um mich zu bewegen.
Als er mein Bein in seinen Kiefer packt und mich in die Tiefe zieht, spüre ich keinen Schmerz, nur das Gefühl der Erleichterung, das entsteht, wenn man sich dem Unvermeidlichen fügt. Es ist seltsam, man könnte meinen, dass ich mich vom See fernhalten würde. Aber mehr denn je zieht es mich dorthin, in der Hoffnung, einen Blick auf die mysteriöse Kreatur aus meinen Albträumen zu erhaschen.